Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmleben dann des gewünschte Film Smile 2 dabei schon den ersten schon nicht so krass gefeiert an ob den zweiten dann lo überhaupt Sinn möchte dann erzählen ich nur an dieser Episode. Prämisse für Smile 2 aus sehr erklärt, dass aus Popstar-Sängerin Sky Riley betraf. Das hat schon einen Sehungskur handelt sich, hat aber durch ein Autosaccident immens Reckeprobleme an, immens weh, geht sich aber, wenn es in der Vergangenheit sei wie Codein, also sein Schmerzmittel, bei einem Drogendealer sicher, weil kein Doktor natürlich nur so enger Reha Medikamente verschreibt. Ja, die war aber von dem Wirsinn, dem Fluch war doch immer Befall an hat sich da eben müssen nur gucken wie hin sich selber umbringt an mir kann ja dann für alle guten die Smile gesehen und Story wann in die den dann du von dem Fluch Befall hast sich dann selber umbringt für einem anderen dann aus den Fluch da geht Fluch oder das Wesen ob einen anderen Iva und dann geht das Spielchen so riet weiter ne? Wie aus dem ersten den seid den immer irgendwie so grinsen ne? Und dass du dann ein bisschen das creepy creepy Verfahren noch haben run ne? An die befallenen als eben immer mal so Halluzinationen geplot den west dann nämlich so wirklich war das Leute von der Real war das Menge Halluzination war das Wirsinn die Flucht war doch immer an ja dummer das spielt den Film da Smile tut das schon zu engem Deal probiert mehr schlau zu wirken wie in am Endeffekt da war also du siehst du gehen dann Thematiken abgemacht die irgendwie nicht ganz ausgefordert gehen auch gehen Thematiken abgemacht weil die ganz Musikbranche wenn Drogen durchsteht den Drogemissbrauch steht am Raum dann eng manipulieren Mam die hier Mädchen zum Star will gilosen an dat macht alle Mitteln an das sie so ganz viel Sachen die ganz schlimm Thematik gesehen die der Film aber dann irgendwie nicht mehr so uritzt an nicht weiter ausfeiert nicht viel du der mischt außer dem Betroffenen eben die Halluzinationen zu gehen an alles mich schlimm wirken zu losen aber so wirklich thematisch abgreifen passiert du nicht und das war auch schon am ersten Teil so der Fall wohin sich gesucht wird ja bist du raus Lust doch bist du mal da passieren das kann ja nicht sehen und das ist heute Fall hier ist halt alles ja zum Schluss gibt das dann alles abgelesen mit enger ja so wie in sich da erwartet wird das abgelesen auf jeden Fall wann den ersten Teil gesehen wird da weiß ich ganz genau wie der ganz der Beschluss geht als Aniestrand. Ich fand einen super Aniestrand bis ob pur Jumpscares hört der Film weiter für mich nicht zu bieten ich fand das ganze Thema mit dem das einfach in du steht einfach so zu grinsen nutzt sich von ultra schnell auf wird sich bei mir schon beim ersten aufgenutzt so wirklich Atmosphäre aufbauen gelenkt Menge Meinung nur dem Film gut nicht. Insgesamt dauert die Film noch knapp über 2 Stunden aber braucht mega lang bis das Moland gehen können ne? Also der zieht sich am Anfang ich verstehe das dass in den Charakter ein bisschen will aufbauen dass in den ein bisschen will kennenlernen mir irgendwie was das alles mega dröge und bis das dann mal wirklich etwas passiert bis das dann mal ein bisschen Szene kommen die wirklich dann Horror-Genre auch da mal passen dauert es einfach ja das fand ich dann einfach mega enttäuschend das ganze Thema mit denen Halluzinationen was realer was fähiger oder was Illusionen sind das hält so massivst überhand also da gibt es so viel dass ich just noch einfach an Noto sitzt und denkt oh mein Gott los loben angehen das ist einfach anstrengend und es schallt den einfach auf weil ich okay Bock mir hört das Story dann so zu folgen für selber ein bisschen mal zu denken was da passiert du schall den dann einfach auf und hofft den dass es geschmefährlich ist ich fand ganz schön schon das Smile gesehen an schon verstanden was wollte man und es schon doch nicht so schlecht fand das war ganz okay schon die Schluss bis nach nie drin fand aber wo ich gesagt ja mein Gott da kann den sei Spaß sein aber wo ich dann bis gesehen und dass es Smile 2 könnt und ich mich dann einfach gefreut mir wieso muss ich dann Dora solo Franchise machen weil es war eigentlich alles erzählt an den zweiten Teil in der Streichstadt nach Renke dass den ersten Teil alles erzählt wird an gerade nicht geht wie wer ihr seht yes du wie muss die Geschichte weitergefordert gehen
ja der Film hat kein Daseinsberechtigung für mich, die existiert für mich nicht, es gibt keinen Grund, bis ob den ersten hat Success an wir können so ein Horror-Franchise draus machen, weil das Studio ganz gerne macht, wenn irgendwie so ein Horror-Genre ein bisschen irgendwie Success kriegt, dann muss man das ganz ausschließen und das ist auch Hype passiert, das ist auch so hoffen, dass der kleinen Hype des Smile do matt gemacht wird, dass sie dem mit Smile 2 dann nachher so ein bisschen reinbringen können und dass die Leute dann eben auch immer ins Kino gehen, sich für Halloween da ein bisschen gruseln. Mehr als für mich da nicht dran, mehr gilt für mich auch da nicht so über den Film, bis ob ja, wenn der mega viel Spaß beim ersten hat, könnt ihr vielleicht auch Spaß beim zweiten haben. Könnt ihr erst ein bisschen gruseln, ein bisschen erfeiern. Ich denke aber, dass er insgesamt den ersten dann nach immer besseren Erinnerungen hat, wie dann den zweiten wird gesehen. Und in dem Sinne ging es so, erzählt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr den zweiten Teil gefallen hat, wie ihr auch den nächsten Teil gefallen hat, können wir auch gerne verraten. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch dann noch ganz viel Spaß im Kino mit Smile 2. Alle, ciao!